Also schauen wir mal, was grüß euch, servus und habe die Ehre. Hi, grüß euch, servus und habe die Ehre. So ein Schmarrn. Herzlich willkommen, ich bin unterwegs mit der A1 Anti-Gravity. Es wird jetzt einige Videos geben, wie ich mit der Drohne den schönen Sommer verbringe. Ich bin ja drüben jetzt hier in Österreich bei meiner Schwester und die war richtig neugierig, was das für ein Drum ist. Habe ich gesagt, pass auf, ich komme heute vorbei. Ich habe heute Geburtstag, ich bin heute 25 Jahre alt geworden, man sieht's. Und wir werden jetzt so zusammen mit der A1 Anti-Gravity ein bisschen fliegen. Das werden meine ersten Aufnahmen sein. Ich habe es zwar schon mal kurz getestet. Ich habe alles aktiviert, die Brille aktiviert, die Drohne aktiviert, den Controller aktiviert. Es war richtig geil. Also ich habe es gecheckt, war überhaupt kein Problem. Die ersten Einführungsvideos auch über die Brille gesehen. Wirklich super gemacht von Anti-Gravity und bin dann 2-3 Minuten mal schnell geflogen. Aber ich habe beim Controller den falschen Knopf gedrückt und deswegen habe ich keine Aufnahmen. Deswegen wären das jetzt meine ersten Aufnahmen, die ich dann am Computer bearbeiten kann. Da freue ich mich jetzt schon so richtig drauf. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Like, Abo, Hype, wisst ihr eh, würde mich wahnsinnig freuen. Und alle Links von der Drohne, wo es die gibt und so weiter, natürlich unten in der Beschreibung. Aber jetzt würde ich sagen, nutzen wir einfach die Chance und starten das Ding. Fliegen wie ein Vogel, sage ich. Bis dann. Dann starten wir gleich mal mit dem richtig geilen Landepad natürlich, weil wir Menge die Linsen nicht kaputt machen. Bei unten sind die Linsen ziemlich nah am Boden. Deswegen empfehle ich euch immer unbedingt Landepad. Normalerweise in blau-weiß, aber nachdem wir in Österreich sind, heute in rot-weiß. Dann geht es ja schon mal gleich weiter. Das ist der Akku mit einem richtig schönen dicken Band. Das nehmen wir dafür her, dass wir uns das über den Hals, über den Kopf. Dann hängt der Akku da an der Seite und stört nicht. Also das Gewicht von der Brille, finde ich, ist wesentlich leichter. Dann klappt man die Anti-Gravity natürlich auf. Haben wir ja schon gelernt, da gibt es kein besonderes System, keine Reihenfolge wie bei DJI. Aufklappen, Akku ist drin, einschalten. Und die Landebeinchen fahren aus. Habt ihr das gesehen? Voll cool, voll süß. Dann nehmen wir natürlich die Controller mit Handschlaufe. Finde ich wichtig, dass es nicht verliert. Und schalten diesen auch ein. Klingt gut. So, dann nehmen wir jetzt aber meine Kappe runter. Ihr müsst bloß aufpassen, wenn ihr da in der Sonne steht, in der prallen und fliegt und habt die Brille auf. Ihr kriegt das nicht wirklich mit, wenn ihr in der prallen Sonne steht. Also unbedingt aufpassen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Jetzt starten wir die Goggles, die Brille. Auch wieder. Und? Ach, ich depp. Jetzt habe ich 1000-mal da rumgedrückt, die Brille geht nicht an. Super. Die schaltet man nämlich hier ein. Was ist falsch? Was ist falsch? Wir müssen den Strom einstecken. Dann funktioniert es auch. Erstflug. Seht ihr? Oh, so, mein Erstflug. Es war einfach nur, ich sag's euch, 2 Minuten hat es gedauert, 2 Minuten. Ich bin die waghalsigsten Manöver geflogen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Ich bin so, ich bin am Schwitzen. Ich bin am Schwitzen. Es ist einfach Hammer. A1 Anti-Gravity. Es ist so, wie man es sich als Kind geträumt hat. Rauf, runter, Loopings, um den Baum zurück und das alles in 3D, also in immersive Flugweise heißt es. Ich bin sprachlos. Ich musste es jetzt erst mal sacken lassen. Jetzt gibt es erstmal schnell einen Kaffee und dann wird meine Schwester fliegen, weil ich wissen will, ob die das so in einer Minute drauf hat, wie ich. Also, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee und ich bin schweißgebadet. Bis gleich.
So, dann werden wir das mal ausprobieren. Und zwar mit meinem Versuchskaninchen meiner Schwester. Da hinten hast du einen Klettverschluss, da kannst du es enger ziehen. Da hinten, genau. Dass die wirklich anständig sitzt. Jetzt hast du da unten an der Brille, wenn du bei rauffährst, hier und andere Hand, hier hast du Räder, die kannst du jetzt drehen und verschieben. Du kannst für jedes Auge extra einstellen und nach links und rechts verschieben. So, rechte Hand, Schlaufe. So, jetzt schauen, was er schreibt. Also mit dem kannst du starten. Achten Sie auf die Sicherheit in Okay. Ihrer Umgebung. Okay, probier's mal. So, jetzt gehst du am besten nur einen Schritt nach vorn, weil sonst hast du eine neue Frisur. Genau, da wo du jetzt hinschaust, fliegt die Drohne. Möchtest du nach oben fliegen, du hast den Controller nach oben, dann hast du das Display, kriegst du das, den Punkt. Oder nach unten, kannst bewegt einfach, kannst nichts kaputt machen. Da passiert nichts. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt wollte ich eigentlich einen Kaffee, aber es ist zu warm für Kaffee. Da in der prallen Sonne jetzt gibt es einfach ganz normales Leitungswasser. Also meine Schwester ist jetzt zum ersten Mal geflogen. Jetzt werden wir die mal fragen, wie es war. Die Landung war ja schon perfekt, fast in der Mitte. Und die hat es gefallen. Also der Start, das war, Okay, du hast eigentlich gemeint, du spielst ein Computerspiel. okay. Wie so ein Flugsimulator auf und dann ist der hingegangen und dann hast du erst einmal einen Atem gehalten, was passiert und dann hast du eigentlich gemerkt, ah ja, ganz gut. Da kann gar nichts passieren, gell? Weil die bleibt einfach in der Luft dann stehen. Ja, Notfalls Finger runter vom Gas und dann das erste Mal so umschauen, ist schon fantastisch, oder? Also ich habe da dermaßen Beleg geschaut, das ist wie früher in die Flugsimulationen, gell? Ja. Wenn du so drin gehockt bist, direkt im Cockpit fahren. Und ja, jetzt hast du noch nicht gewusst, wo die ganzen Tasten sind am Controller, gell? also Das ist ehrlich gesagt habe ich brutal Angst gehabt, weil ich mir gedacht habe, das Ding ist dann um und du kommst nicht klar und dann Ja, Baum da drinnen, was weiß ich, putzen gerade einen Boden rein, senkrecht statt. kostet dann auch für Geld, Ja, das ist das nächste, kostet dann explodiert, Haufen Geld. Waldbrand, das Dorf brennt. Ja, irgendwo im Forst drin versinkt. Aber Die hat ja war komplett eigentlich hat er die gut. Abstandssensoren. Das hast du bestimmt schon mal mitgekriegt, wenn es dann so rot leicht hat, irgendwie so 1,5 Meter da gestanden ist. Bei der Landung war das ja. Genau, also wenn dir irgendwas näher hinkommt, dann wählt sie die eigentlich. Also, jetzt schauen wir, was für Aufnahmen das du gemacht hast. Wir haben ja diesmal auf Aufnahme gedrückt. Gell? Dann seht ihr nämlich zwei Versionen. Mein Erstflug und der allererste Drohnenflug von meiner Schwester. Das war der erste, oder? Mit der Mavic und so bist du nie geflogen? Nie? Nein. Gar nichts. Und dann gleich so ein Ding. Respekt. Und was darfst du verbessern oder fällt dir da was ein? Also was mir am schwersten gefallen ist, das war mit dem Controller, weil du ihn halt nicht anschauen kannst. Ja. Du tappst umeinander, du hast Knopf, kann einer sein, weißt nicht, drückst ihn auf, schiebst ihn runter. Umeinander tappen, das heißt, wenn wir das heißt, so auf Hochdeutsch umeinander tappen, Rumdrücken, blind rumdrücken. Also umeinander tappen. ja, mal dumm tappen und dann, weil du halt nicht weißt, hast du jetzt genau das wie bei der Landung. Genauso ist es mit mir gegangen bei der ersten Aufnahme. Ich habe mich gefreut, komm heim, möchte die Aufnahme anschauen. Ja, habe ich einen falschen Knopf die ganze Zeit gedrückt und habe sie nicht gekriegt. Aber ich glaube, wenn du einmal weißt, wenn du das verinnerlicht hast, dann hast du eigentlich wenig Probleme. Vom Tragekomfort, Brille, angenehm, gell? Ja, es war polstert gut und hast auch nicht das Gefühl gehabt, rutscht irgendwie so umeinander, überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Brille ja relativ leicht ist, weil der Akku halt um den Hals hängt. Gell? Wenn du einen Akku wie bei anderen Brillen auch noch irgendwo am Schädel hast, dann wird das schon mal. Das Ding zum Umhängen, das habe ich gar nicht gespürt, komischerweise. Und ich bin ja so, dass ich das breite Gurtzeiger überhaupt nicht verpacke. Ja. Das war super. Also da, ja. Ich habe die Anti-Gravity eigentlich so eingeschätzt, weil mir ist es auch so gegangen, an Jonas ist es auch so gegangen. Wenn man die Knöpfe mal weiß, wie gesagt, der erste komplett durchgeführt durch Tutorials. Auf der Brille gibt es Einleitungsvideos, also die schaust du gleich am Anfang bei der Registrierung an. Und wenn man die Knöpfe einfach drauf hat, dann glaube ich, geht das komplett intuitiv. Du hast das gleich rausgehabt mit Kurven, rauf, runter. Irgendwo, wir werden uns die Aufnahmen anschauen. Also das zweite Video, das bleibt mir jetzt ein. Das hat meine Schwester gemacht, das ist ein absoluter Drohnenanfänger. Ja. Jungfernflug. Jungfernflug, perfekt. Gut, dann sage ich aus dem wunderschönen Österreich, sage ich Servus, pfiat euch und habe die Ehre. Jetzt geht's dann heim und Servus. Servus, Videoschneiden. Also
mein tolles Sommererlebnis, auch wenn es blutig warm war. Ciao. Also mein Fazit zu der Drohne, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin wirklich begeistert. Ich finde die fantastisch, ich habe mich total gefreut. Mein Fazit ist, es kann jeder. Es ist sehr viel Potenzial in der Drohne drin. Man kann noch ganz viele andere Sachen damit machen, als das, was ich euch jetzt gezeigt habe bei meinem Erstflug. Und man hat gesehen, meine Schwester ist noch nie Drohnen geflogen. Ihr habt das im Interview mitbekommen, Interview. Es ist auch für Anfänger, wenn man die kurz zeigt, wie das funktioniert, wenn man vielleicht da die Knöpfe da mehr auswendig weiß, dann ist es wirklich Konzentration auf den Flug, auf das Gefühl, auf das Flugerlebnis. Und das finde ich wirklich gut. Also ich bin da wirklich begeistert. Wenn ihr Interesse habt, alle Links und so weiter, ist alles unten, und wenn ihr Fragen habt, fragt sie bitte nach. Es kommen jetzt noch ein paar Videos von Anti-Gravity natürlich, weil ich die im Sommer nutzen möchte. Nicht nur Anti-Gravity, es kommen jetzt auch Fotowalks in Rosenheim zum Beispiel. Also keine Angst, nicht nur Drohnen. Und ich erzähle euch jetzt noch was Lustiges. Ich bin anschließend zu meiner Mutter gefahren und die ist über 70. Und ich bin mit der A1 aufgestiegen und habe ihr dann die Brille aufgesetzt. Die war begeistert, die war fasziniert, die hat sowas noch nie erlebt. War total lieb und süß, das zu sehen, wie sich meine Mutter da gefreut hat, dass sie sowas noch erleben darf in ihrem Alter. Und an der Stelle Anti-Gravity, vielen Dank, ihr macht es nicht nur mir eine Freude, dass ich das Fluggerät testen darf, auch meiner Community, wo ich weiß, es gibt auch Drohnenfreunde, und ja, ihr habt meiner Mama auch ein riesen Erlebnis beschert. Also vielen Dank, Servus und habe die Ehre.